Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom September 2024 vor allem Leitungsteammitglied und Bereichsleitung Camp. Seid ihr auch schon von Leuten gefragt worden, warum man sich denn für Gott allein entscheiden muss? Warum man nicht auf der einen Seite Gott in seiner Dreieinigkeit, in Vater, Jesus, Heiliger Geist kann haben und andererseits auch noch ein bisschen an die anderen Götter kann glauben? Mir fällt da oft keine gute Antwort ein. Für mich ist es einfach logisch so. Ich brauche keine anderen Götter, wenn ich richtig, in Anführungszeichen, an Gott glaube. Weil dann wird es doch irgendwie unlogisch, wenn ich nebenher noch der Thor, Mutter Erde, irgendwelche Engel oder wen auch immer anbete. Auf jeden Fall ist diese Begründung, dass für mich das einfach logisch sei, für so Leute mit solchen Fragen nicht sehr befriedigend. Vor kurzem ist mir dieser Gedanke gekommen. Wenn jemand fragt, ob man neben Gott noch andere Götter haben kann, ist doch vielleicht die einfachste Antwort nein, weil unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das steht so in der Bibel. 5-mal in den Büchern Mose, einmal im Josua und einmal im Nahum. Ich habe die Aussage lang einfach als etwas abgetan, was nicht so wichtig für mich ist und mich nicht weiter damit auseinandergesetzt. Im Duden steht als Definition von Eifersucht starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe oder einen Vorteil mit einem anderen teilen zu müssen oder an einen anderen zu verlieren. Und ja, wenn ich eifersüchtig bin, dann eigentlich immer darum, weil Leute, die ich gerne habe, irgendjemandem anders etwas geben. Das kann auch Aufmerksamkeit sein, die ich gerne von dieser Person hätte. Oder wenn ich Angst habe, einer Person nicht wichtig zu sein und ich sehe, dass die Person von anderen viel mehr wertgeschätzt zu werden scheint. Und ja, wenn ich eifersüchtig bin, dann eigentlich immer darum, weil Leute, die ich gerne habe, irgendjemandem anders etwas geben. Das kann Aufmerksamkeit sein, die ich gerne von dieser Person hätte. Oder wenn ich Angst habe, einer Person nicht wichtig zu sein und sehe, dass andere Personen von dieser Person viel mehr wertgeschätzt zu werden scheinen als ich. Eifersucht wird oft als ein negatives Gefühl benannt. Du darfst nicht eifersüchtig sein. Warum? Eifersucht ist ein Gefühl. Und Gefühle sollten doch nicht in gut oder schlecht bewertet werden. Sich Gefühle einzugestehen, finde ich wahnsinnig stark. Wenn ich also eifersüchtig werde, zeigt das doch nur ein Bedürfnis oder ein Wunsch von mir. Das Entscheidende ist, wie ich damit umgehe. Wenn ich zum Beispiel eifersüchtig werde, weil mein Mann anderen ein Kompliment macht und mir nicht, dann kann ich ihm entweder verbieten, anderen ein Kompliment zu machen. Das ist sicher ein destruktives Verhalten und bringt gar niemand weiter. Oder ich kann ihm sagen, dass ich es wertvoll finde, dass er die Person wertschätzt und dass ich mir wünschen würde, dass er mir auch so etwas Nettes sagt. In diesem Fall wird es wahrscheinlich für alle aufbauend ausgehen. Das, was manchmal als übersteigerte Eifersucht beschrieben wird, verstehe ich eher als Kontrollzwang oder etwas in diese Richtung. Selbst dort gehe ich davon aus, dass ein Bedürfnis dahinter steckt. Aber wenn die Reaktion auf die Eifersucht destruktiv ist, dann muss man an der Reaktion arbeiten oder daran, warum man so ein starkes Bedürfnis hat, alles kontrollieren zu wollen. Das Gefühl von Eifersucht selber wird für mich dadurch jedoch nicht negativ. Wir haben einen eifersüchtigen Gott, verstehe ich also als Liebesbeweis. Weil es zeigt den Wunsch von Gott. Er möchte unsere unteilte Aufmerksamkeit und Anbetung. Und dann ich davon ausgehe, dass wir mit Gott eine Beziehung leben und ich meinen Mann, meine Familie, meine Freunde auch nicht mit Absicht eifersüchtig mache, macht es doch auch keinen Sinn, Gott wissentlich eifersüchtig zu machen. Diese Antwort werde ich nächstes Mal geben, wenn mich jemand fragt, warum man nicht neben Gott noch andere Götter anbeten kann.